Murten, eine kleine Stadt mit einer grossen Geschichte. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute gehen wir auf Murten, oder wie man auf Französisch sagt, Morat. Eine kleine Stadt am Murtensee im Seeland mit einer dramatischen Geschichte, die das Schicksal der Schweiz gelenkt hat. Murten ist für mich nicht einfach irgendein Ort auf der Landkarte. Ich habe selber 2 Jahre lang in Murten gelebt und an der Primarschule gearbeitet. Und wenn man mal dort ist, dann merkt man schnell, diese Stadt hat etwas. Sie ist klein und überschaubar, aber sie hat Charakter. Wenn man durch die Altstadt von Murten läuft, dann hat man das Gefühl, die Zeit läuft etwas anders. Die Arkaden, die alten Fassaden, die kleinen Gassen, die schönen Brunnen, die Stadtmauer. Alles ist so schön erhalten und man fühlt sich ein bisschen, als wäre man in der Zeit zurückversetzt. Es ist so eine ruhige, historische Stimmung. Das Leben da ist nicht so hektisch wie in grösseren Städten. Murten ist ein Ort, wo man gut abschalten kann. Wenn man ein paar freie Minuten hat, kann man an See plägern oder ins schöne Schwimmbad schwimmen. Ich habe an der Primarschule gearbeitet und bin über den Mittag wie viele andere Kollegen und Kolleginnen in der Schule geblieben. Meistens haben wir im Lehrerzimmer zusammen picknickt, aber einmal pro Woche sind wir in ein Restaurant in Städtli gegangen. Für mich ist dann immer gerade Ferienstimmung aufgekommen. Ich bin schon als Kind etwa auf Murten gekommen. Das ist ein schönes Ausflugsziel. Und als ich mit Murtner in die Schule gegangen habe ich gemerkt, dass sie an der Soli, der Solenität, ein Murtner Stadtfest, immer geschwänzt haben. Ich habe das eigentlich nicht richtig verstanden. Was kann so wichtig sein, dass man einfach die Schule schwänzt? Aber dann habe ich in Murten gewohnt und als Lehrerin bin ich sogar mit der Organisation von dem einzigartigen Stadtfest in Kontakt gekommen. Ich habe gelernt, dass die Solenität, oder wie viele Leute sagen, die Soli, an die Schlacht von Murten erinnert. Sie ist jedes Jahr am 22. Juni. Und heute gibt es sogar ganz ein besonderes Fest, weil sich dieser Sieg schon zum 550. Mal jährt. Anstatt nur am Montag, am 22. Juni zu feiern, fangen die Festlichkeiten schon am Freitag an und es wird gewünscht, dass sich alle weiss anziehen. Nicht nur die Teilnehmer, aber auch die Besucher. Die Schule spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Die Kinder und die Jugendlichen sind Teil der Umzüge, der Feier, der ganzen Atmosphäre. Sie sind sicher schon lange wieder am Proben, dass die Kadetten bei ihren Vorführungen schön in Reihe und Glied laufen und die Mädchen mit ihren Reigentänzen die Zuschauer begeistern können. Die Stadt und vor allem die Brunnen sind mit vielen Blumen geschmückt. Es gibt Musik, Spiel, Tanz, Schiesswettbewerb und viel Leben in den Gassen. Und dieses Jahr soll es ein grosses Bankett auf der Hauptgasse geben. Da ist wirklich etwas los. Aber jetzt noch ein paar Worte zu dem Ereignis, das Murten berühmt macht und von grosser historischer Bedeutung für die Schweiz ist: die Murtenschlacht. Sie war am 22. Juni 1476. Eine entscheidende Schlacht während des Burgunderkriegs. Auf der einen Seite war der Karl der Kühne, der Herzog von Burgund. Ein mächtiger Mann, mächtiger als der König von Frankreich. Ehrgeizig, stolz und sicher nicht bekannt dafür, klein zu träumen. Er wollte sein Reich vergrössern und Teil vom Kanton Bern annektieren. Und er hatte eine der besten Armeen dieser Zeit gehabt. Auf der anderen Seite haben sich Bern und die verbündeten Eidgenossen und umliegende Stadtstaaten, wie zum Beispiel Freiburg, ihm entgegengestellt. Und dann ist das passiert, wo der Karl der Kühne wohl nie damit gerechnet hat. Die Eidgenossen haben gewonnen. Und zwar nicht einfach so knapp, sondern sie haben haushoch gewonnen. Der Karl der Kühne hat sich wohl ein bisschen verschätzt, könnte man sagen. Das ist natürlich untertrieben formuliert, aber genau so tönt es auf Schweizer Art. Man macht es nicht immer dramatisch, man sagt es manchmal auch ganz trocken. In Wirklichkeit haben sich die verbündeten Eidgenossen erst relativ spät entschieden, den Berner zu Hilfe zu kommen.
Aber als sie nach 3 Tagesmärsch bei schlechtem Wetter endlich zu Murten angekommen sind, haben sie gerade einen Überraschungsangriff gestartet. Sie haben sich gesagt, jetzt oder nie, um die Kampfmoral der Leute nicht zu schwächen und den Überraschungseffekt zu nutzen. So haben sie innerhalb kürzester Zeit Tausende von Burgunder Soldaten auf dem Bodenmünzi, am Hügel hinter der Stadt, erschlagen oder in See getrieben, wo die Burgunder mit ihren schweren Rüstungen vertrunken sind. Im Ganzen sind etwa 10'000 Burgunder bei dieser Schlacht umgekommen, aber nur 411 Eidgenossen. Nach der Schlacht haben die Eidgenossen noch 3 Tage lang Burgunder begraben. Heute erinnert der Obelisk bei Mérier am See an die Gefallenen von dieser Schlacht. Die 3 Burgunderkriege sind nicht unbedeutende Schlachten gewesen. Sie sind sogar von europäischer Bedeutung gewesen. Frankreich ist seinen Rival losgeworden und Österreich hat sich sehr bereichert, weil seine Tochter, die einen Habsburger geheiratet hat, alles geerbt hat. Der Sieg hat das Bündnis der Eidgenossenschaft einerseits gestärkt, weil die Kantone, die 8 Orte, die dann zu der Eidgenossenschaft gehört haben, gezeigt haben, dass sie ihr Wort halten und füreinander einstehen. Für die Eidgenossen war dieser Sieg ein riesiger Moment. Er hat gezeigt, wir sind zwar klein, aber mit Zusammenhalt, Ortskenntnis und Entschlossenheit kann man auch gegen eine grosse Macht bestehen. Im Anschluss an die Schlacht sind nachher auch der Kanton Fribourg und Solothurn in die Eidgenossenschaft aufgenommen worden. Andererseits haben sich die Schweizer in dieser Schlacht sehr bereichert, wo sie das Lager vom Pfind plündert haben. Und dann ist ein grosser Streit unter den Kantonen ausgebrochen. Es hat vor allem einen Bruch zwischen der Stadt und den Landkantonen gegeben. Jeder hat Angst gehabt, dass er zu kurz kommt. Und so ist es fast zu einem Bürgerkrieg gekommen. Sie haben halt schon sture Köpfe, die Schweizer. Zum Glück haben sie sich dann doch noch besonnen und auf den Bruder Klaus von Flüg gehört, der in dieser verzwickten Situation vermittelt hat. Und du? Bist du schon einmal zu Murten gsi? Hast du schon einmal von der Schlacht von Murten gehört? Was hast du gehört? Bist du an historischen Ereignissen interessiert? Welches historische Ereignis ist für dich wichtig und prägend für die heutige Zeit? In deinem Heimatland oder jemand anders? Was kann man aus der Geschichte der Schlacht bei Murten lernen? Findest du es wichtig, dass man in der heutigen Zeit historische Ereignisse feiert? Findest du, dass in deinem Heimatland mit der Geschichte Propaganda getrieben wird? Erzähl. Was gibt es in deinem Wohnort für ein Fest, wo ein grosser Teil der Bevölkerung daran teilnimmt oder sogar aktiv mitmacht? Siehst du Parallelen von 1476 zu heute? Aus was für Gründen hast du manchmal die Schule geschwänzt? Hast du das viel gemacht oder nur selten? So, ich hoffe, der Podcast war interessant für dich. Wer weiss, vielleicht hilft dir das Wissen beim Einbürgerungstest. Wenn du noch nicht zu unserer Konversationsgruppe am Dienstagabend am 7. gehörst und gerne möchtest mitmachen, dann melde dich bei mir. Es kostet nur 49 Franken pro Monat und du hast auch den Zugang zu unserem grossen Podcast-Archiv mit den Texten. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Tschüss.